Das Eis schmilzt und legt frei, was die Welt begehrt. In Grönland, der größten Insel der Welt. Lange Zeit war Grönland den meisten ziemlich egal. Jetzt aber reden alle über diese Insel. Und einer am meisten. Greenland. We have never been in war. We don't have the resources to it. We don't even have the people to it. We could never defend ourselves. We are hoping he's not going to take Greenland. We want to be Greenlanders. We don't want to be Americans. Warum genau will Donald Trump diese Insel um jeden Preis? Und wäre sie überhaupt lohnenswert? Grönland ist die Traumdestination von einigen Politikerinnen und Politikern. Die Insel ist ein Selbstverwaltungsgebiet des Königreichs Dänemark, liegt aber gerade mitten in der Weltpolitik, weil das Eis schmilzt, damit Bodenschätze freilegt und einen ganzen Ozean. We really need Greenland for national security. It's very important. I think we're going to get it. One way or the other, we're going to get it. I have a difficult time seeing an invasion of Greenland taking place, also because we are part of NATO. Das ist Naja Nathanielsen. In der Regierung von Grönland ist sie die Ministerin für Wirtschaft und Bodenschätze. We are a very small population. That does not mean that the people of Greenland are insignificant or not or something to be dealt with as a trade or a commodity. So we are people and we should be respected as such. And we have a right to this country. We have been living here for centuries. We have a right to be here and should not be moved because of other interests. Wir gehen der Frage nach, warum Grönland den USA so wichtig ist. Ob es vor allem militärische Gründe sind im Wettkampf zwischen den USA, Russland und China, das ist unser Kapitel 2. Oder ob es vor allem um die Wirtschaft geht, um Handelsrouten, Kapitel 3, und um Bodenschätze, Kapitel 4. Zuerst aber in Kapitel 1 wollen wir uns einen Überblick verschaffen über Grönland oder auf Grönländisch Das Leben in Grönland ist kompliziert. Fernstraßen gibt es nicht. Wer von einer Siedlung zur nächsten gelangen will, nimmt das Flugzeug, den Helikopter oder das Schiff, wenn das Wetter gerade mitspielt. Doch die Klimaerwärmung macht das Wetter immer unbeständiger, auch für uns Journalisten. Eigentlich wollten wir auch in den Süden der Insel, doch dort stürmt es gerade. Alle Flüge fallen aus. I have friends in other cities, so like we keep the contact on social medias, but yeah, it's like expensive to see each other. I need to take an airplane to another city or take a boat. So it can be expensive if you want to see them a few times in a year. The lack of infrastructure is not quite understood by people from the outside. Das ist Thomas Warming. Er ist einer der führenden Geologen in Grönland und kennt sich aus mit den Bodenschätzen hier. That the small population imposes a problem for such a large country. To be honest, you're not going to build a road to a township or a village with 25 people. That's a road that's 150 kilometers long to the next town. It's not, financially sustainable. Ohne Unterstützung von außen wäre Grönland kaum überlebensfähig. Dafür gibt es viele Gründe. Angefangen beim menschenfeindlichen Klima und der schlechten Infrastruktur. Vor allem aber gibt es viel zu wenige Arbeitskräfte. Und noch dazu sind sie weit verstreut über diese Rieseninsel. Kein Wunder also, dass Investoren und Konzerne bisher wenig Interesse zeigen an Grönland. Business ist hier schlicht zu teuer.
we live a lot out of nature. A majority of our economy is reliant on fisheries. 90% of our export is fish. Das ist Mira Kleist. Sie berät Investoren und Unternehmen in Grönland und setzt sich für die Rechte indigener Völker ein. Most recent governments of Greenland have all agreed that they want to diversify the Greenlandic economy and try to make it stronger. So we rely less on Danish economy. And if we succeed in that, of course, it would become easier economically. But that means that we really have to boost the mining sector. We really have to boost the tourism sector. And we also have to diversify the fisheries sector and make it stronger. Eine häufige Fehleinschätzung betrifft die Größe Grönlands. Denn die üblichen Weltkarten geben ein verzerrtes Bild der Weltkugel ab. Je weiter ein Gebiet im Norden liegt, desto größer wirkt es im Vergleich zur tatsächlichen Größe. Kurzum, Grönland ist nur etwa 6-mal Deutschland, was natürlich immer noch ziemlich groß ist. Vor allem, wenn man bedenkt, dass hier gerade einmal 57.000 Menschen leben. Grönland ist zu 80% von einer Eisschicht bedeckt. Und 2/3 der Insel liegen nördlich des Polarkreises. Im Winter ist es immer dunkel und im Sommer ist es immer hell. Hier in Ilulissat geht die Sonne während 2 Monaten überhaupt nicht unter. Zeit für eine kleine Mitternachtstour mit dem Boot in der Bucht. Trotz der Kälte machen sich vor 4.500 Jahren Menschen auf nach Grönland. In den Süden kommen später im 10. Jahrhundert die Wikinger aus Europa. Sie errichten Bauernhöfe und Kirchen, sie jagen Rentiere, Robben und Eisbären. Grönland bleibt sagenumwoben. Die Bewohner seien Monster und auf dieser Insel gäbe es märchenhafte Schätze. Was übrigens auch stimmt, aber dazu später. 1921 erklärt Dänemark ganz Grönland zu seinem Hoheitsgebiet. Im Zweiten Weltkrieg kommt Dänemark unter deutsche Besatzung. Auf Grönland gibt es aber keine deutschen Truppen. Und so unterzeichnet der dänische Botschafter in den USA einen Vertrag und stellt Grönland unter den Schutz der USA. Ab 1941 errichten sie hier Militärstützpunkte. Nach dem Krieg hat wieder Dänemark das Sagen. Doch die Militärstützpunkte der Amerikaner, sie bleiben. The price Denmark paid for having Greenland back was to allow the US basically any kind of military operations they would want. Das ist Ulrik Pram-Gadd. Er forscht über die internationale Politik in der Arktis, über grönländische Außenpolitik und er hat darüber gerade ein Buch geschrieben. Some of the military installations around Greenland was left in a hurry, leaving behind pollution, radioactive, some places, but mainly just dump and oil and old vehicles. So this idea that the Americans come with opportunities, but it also comes with nuisances. All diese Stützpunkte haben die Amerikaner aufgegeben. Es bleibt nur die Pituffik Space Base, also Weltraumbasis, eine Überwachungsstation. Greenlandic governments have tried to strengthen the relation to North America, the trade relations and the cultural relations. And there's been a lot of scientific research in Greenland from the US. There's been exchanges, education and so on. So mostly it's been quite positive. Schon 1946 machen die Amerikaner ein Angebot. Präsident Harry Truman will Grönland kaufen für $100 Millionen in Gold. Doch die Dänen sagen, nein danke, nee tak. Die Amerikaner lassen nicht locker. 1960 redet der amerikanische Präsident Dwight Eisenhower mit dem dänischen König. Doch die Dänen wollen Grönland einfach nicht hergeben. There's a lot of Greenlandic people who very concretely love Danes in the sense that they're married to Danes. One of their parents might be Danes. So in that sense, there's a very intimate relation. The main thing is that the relation feels very unequal, and Greenland would like it to be more equal.
The Danish government, for example, closed down a city called Gulliset because it was a mining city, and when the mine was depleted, they just closed it and they forced moved the population, which has caused a lot of social problems for some of the families. We also had an attempt to reduce the number of childbirths by giving contraception to young girls. There's a number of quite negative cases that can be questioned as not being negative. There's been quite some frustration and still is. In den 1970er Jahren erstarkt die Unabhängigkeitsbewegung. Und sie hat Erfolg. 1979 gibt es ein Selbstverwaltungsgesetz. And the Home Rule Act, of course, gave us the possibility of electing our own parliament and government for the first time ever. So that has brought democracy to Greenland, really, and made ruling and the development of our society much closer to the people. Übrigens, heute will die Mehrheit der Grönländerinnen und Grönländer die Unabhängigkeit. Eigensinnig sind die Grönländerinnen und Grönländer auch 1985, als sie die EWG verlassen, die heutige EU. Greenland actually had a Grexit in 1985, and in that process gained a separate diplomatic relation with the EU, of course based on Danish membership, but in principle the European Union was one of the first places where a Greenlandic politician or diplomat could go and feel treated like an equal. Grönland ist heute also anders als Festland Dänemark nicht Teil der Europäischen Union, aber sehr wohl der NATO. We perceive ourselves as a part of the Western world under a certain legal framework, and that framework includes NATO. Wobei Grönland Jahr für Jahr von der dänischen Regierung sehr viel Geld bekommt, umgerechnet etwa 1,5 Milliarde Schweizer Franken, fast die Hälfte des grönländischen Budgets. The idea of independence, I think it's a very human one, and for us it's not a sprint, it's a marathon. This discussion has been going on for decades in Greenland. Und dann kommt er, Donald J. Trump. Schon in seiner ersten Amtszeit sagt er, was er will, nämlich Grönland. Essentially, it's a large real estate deal. Kaum in der zweiten Amtszeit angekommen, gibt es einen Gesetzesentwurf. Der amerikanische Präsident soll dem König von Dänemark Grönland abkaufen dürfen. Der Titel des Gesetzes, unschwer zu erraten, Make Greenland Great Again. Zurück also zur eigentlichen Frage. Warum will Trump Grönland? Wer die Welt verstehen will, muss sie bisweilen von oben betrachten. Schon auf dieser Karte des Time Magazine von 1947 sehen wir Grönland als arktische Pufferzone zwischen den USA und Russland. Since the beginning of the Cold War, that the US sees Greenland as important to their homeland defense. If Russia needs to knock out Washington, they will send the closest place they can do that from is in the Kola Peninsula. They'll send nuclear warheads over the North Pole to hit Washington, and the US needs to detect that, and that's why they have a radar at Thule, so that they can basically strike back before they are annihilated. Aber der Reihe nach. Es gibt 8 arktische Staaten. Russland hat mit 24.000 Küstenkilometern die längste Grenze in der Arktis, also nördlich des Polarkreises. Und Russland erhebt Anspruch auf dieses Riesengebiet im Arktischen Ozean. Vor kurzem weiht Präsident Wladimir Putin in Murmansk dieses U-Boot ein, das mit Hyperschallraketen Ziele in 1000 Kilometern Entfernung treffen soll. Такие подводные лодки и корабли усилят мощь всех наших флотов. Будут укреплять безопасность морских рубежей России, Северного морского пути, обеспечат решение задач по защите национальных интересов в различных районах Мирового океана, в том числе в арктической зоне. Russland hat auch die größte Eisbrecherflotte
Und auch China hat mittlerweile 2 Eisbrecher. China bezeichnet sich als arktisnahen Staat, wobei China von der Arktis etwa gleich weit entfernt ist wie die Schweiz vom Atlantik. Trotzdem patrouilliert China gemeinsam mit Russland in der Arktis. In the long run, I think China would like to be in the Arctic. They see it as an important domain for a superpower to be able to do stuff like cyberspace, the outer space and deep oceans. The Arctic is a difficult place to be, so it's a nice place as a superpower to develop your technology, but it doesn't have to be Greenland. There are Chinese investments in the Arctic. Most of them are in the eastern part of Siberia, closest to China. I don't see a great interest from China into investing in Greenlandic infrastructure or critical infrastructure or mineral sector, but we do have a lot of trade with them when it comes to the fishing industry, and we're happy about that. Russland baut seine Militärpräsenz rasend schnell aus. Beispiel Kotelny-Insel. Eine verwaiste Sowjetbasis wird 2013 wieder eröffnet und saniert. Es gibt eine neue Start- und Landebahn und Kasernen für Hunderte von Soldatinnen und Soldaten. Beispiel Alexandraland. Auch auf dieser Insel baut Russland die Präsenz seiner Luft- und Seestreitkräfte aus. Eine Machtdemonstration in der Nähe von Grönland und Norwegen. Von hier aus wäre Russland in der Lage, die Seekommunikationslinien der NATO zwischen Amerika und Europa zu kappen. Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass Russland mittlerweile mehr Militärstützpunkte in der Arktis hat als alle NATO-Staaten zusammengerechnet. Most of the Arctic is in Russia, so in that sense, Russia has a lot of Arctic on their own, and they need to protect that, of course, because they have a lot of resources in the Arctic, and you know, the polar ice is melting, so it's more accessible. But if Russia looks towards Greenland, they don't look at Greenland, they look really towards the US. So the only Russian interest in Greenland as such is in the event of a military nuclear conflict that would take place, of course, across Greenland. So die USA und die anderen NATO-Staaten sehen die Arktis mehr und mehr als Gefahrengebiet. Wobei die USA und Grönland bzw. Dänemark militärisch ja bereits zusammenarbeiten. In der NATO und auch auf der Grundlage eines Kooperationsabkommens. Auf der Pituffik-Weltraumbasis haben die USA nach wie vor Soldatinnen und Soldaten stationiert. It's basically one of the most important foreign installations that the US have, in the sense that it will be the first place that you will know if Russia attacks in a nuclear war. If you look at the waterways, you have Chinese and Russian ships all over the place. And we're not going to be able to do that. We're not relying on Denmark or anybody else to take care of that situation. And we're not talking about peace for the United States. We're talking about world peace. Eines steht fest. Die Arktis und ganz besonders Grönland gewinnen militärisch rasend schnell an Bedeutung. Das ist ein Grund, warum Donald Trump ein Auge auf die Insel geworfen hat. Aber kaum der wichtigste, zumal die USA mit ihrem Militär ja bereits vor Ort sind. Die Klimaerwärmung macht sich ganz besonders dort bemerkbar, wo Eis und Schnee noch immer die Norm sind, aber eben immer weniger. Letztes Jahr schmilzt sie auf diese Fläche zusammen. Die gelbe Linie zeigt die Eisfläche im Sommer 1981. Ein neuer Ozean tut sich auf und es gibt neue Handelswege. Even though there's less ice, there's still ice. And having to travel with the icebreakers rather than normal freight ships is still quite a burden, and you don't have as many icebreakers as you have normal ships. Noch fahren etwa 30% der Handelsschiffe von Asien nach Europa durch den Suezkanal.
What we can see, there has been a really strong decrease of sea ice in the Arctic Ocean, both in terms of extent, but also its thickness. What we call multi-year ice, there's definitely less of it. I think people say that within the next 50 to 75 years, it might be gone. You have areas where we can see that it disappears first and where it's becoming less faster. And the place in the Arctic Ocean where it's most, how should I say, stable is actually absolute up north in the northern part of Greenland. That's where you have the thickest ice and where you have the longest seasons of sea ice, and where it doesn't shrink so much, but along the Canadian coast and the Russian coast, it seems to shrink quite rapidly. Die Klimaerwärmung schafft Alternativen, neue Handelsrouten. Zum Beispiel die sogenannte Nordwestpassage entlang der amerikanischen Küste oder die Nordostpassage entlang der russischen Küste oder vielleicht sogar in ein paar Jahren die sogenannte Polarroute quer durch die Arktis. Und egal welche Route man wählt, an Grönland führt kein Weg vorbei. We know that the Northwest Passage over Canada is saleable if you have the right vessel during summertime. You don't necessarily need an icebreaker, but you need to have the right vessel. The Northeast Passage during summertime is also passable. I think within the next 25 years, most probably, but it's going to take about 25 years, you could most probably do the route. Maybe 9 months a year without having an icebreaker. The routes are, very direct to Asia, to Russia. We need them for economic security. Mit wirtschaftlicher Sicherheit meint Donald Trump vermutlich nicht nur die Handelsrouten, sondern vor allem Bodenschätze. Als Immobilienunternehmer kennt Donald Trump bestimmt diesen Immobilienunternehmerspruch. Kauf Land, denn es wird nicht mehr hergestellt. Umso größer ist sein Interesse für Grönland. Denn hier macht die Eisschmelze ganz viel Land erst richtig zugänglich. Und was für Land? Grönland ist reich an Bodenschätzen. Von Nickel über Kobalt bis Lithium, das halbe Periodensystem ist hier unter der Erde. Und zwar beinahe unangetastet. Fast alles gibt es hier. Metalle, vor allem seltene Erden, Gold und Öl und Gas. We have two active mines. They are what we call low activity. We have an autosite mine up in the Garnhusfjord, and we have a gold mine in South Greenland, the Nunatak. And the gold mine is sort of ramping up this year. It has its first gold pour late last year. Es stimmt also doch, was im Mittelalter erzählt wird. Grönland ist ein Land mit märchenhaften Schätzen. What people then should understand is that just finding something is not necessarily the same as finding something that is economically feasible. Some of the things that we have is very good, and it would most probably have been mined if it had been anywhere else in the world. But you should be aware of one thing: because of our lack of infrastructure, you have to bring everything yourself. You have to build a harbor, and if you have a mine that's far away from the harbor, you most probably have to build a road 20-25 kilometers away. You'll have to bring in your accommodation, your power system, maybe it's your water supply, your sewer system, your own health system. You might even have to build a landing strip to fly people in and out. The capital you need to invest before you actually can start mining and get a money influx into your system is a high capital, and it's potentially also
quite a long process. Well, I'm not sure I agree with the geologist you talked to. I think it's much more diverse than that. Of course, there are places that is not mineable, but you can see that from the many companies that are investing in Greenland, they don't share that skepticism. Mineral extraction in Greenland is, of course, difficult, but so it is in many other jurisdictions. We also have high environmental standards, and we do require that the workforce is taken care of properly. So in many ways, we are not an easy or a cheap way country to mine in. Seltene Erden zum Beispiel sind nötig, um Computer herzustellen, Smartphones und Elektroautos. I have a smartphone here. And these rare earth metals, you don't need a lot of these. You simply don't need a lot. You need them. Otherwise you can't make your screen, you can't make your speakers, you can't make this that vibrates, stuff like that. And you also need it for your wind turbines, and you also need it for your electric vehicles. But where you really need it the most is actually with the weapons industry. It's for your submarines, it's for your fighter planes, it's for your missiles. There you need a lot. And there you need a supply chain. We need Greenland for national security and even international security, and we're working with everybody involved to try and get it. But we need it really for international world security, and I think we're going to get it. One way or the other, we're going to get it. Und immer wieder deutet Trump an, dass er Grönland andernfalls auch militärisch einnehmen könnte. Kommt es also zum Krieg? USA gegen Dänemark? NATO-Staat gegen NATO-Staat? For me, as a regular carpenter, a middle-class man, what can I do in the bigger picture for preventing a war? You know, if there's going to be war, then there will be war, and then it will be what it is. And then I will have to defend the rights of my country and my country. We haven't heard so much good about the Americans. So that's why I think most people are scared of that attention, because we like our nature and we want to preserve the nature as it is. Because most people, Greenlandic people, they live from the nature. And if we lose that right, if we lose that freedom, it takes a big amount of our culture, our personality, the way we live. He can basically get what he wants for free. I mean, if he wants more military presence in Greenland, he can just call up Greenland government in Denmark and say, could I build 5 more military bases in Greenland? Sure, knock yourself out. Can I get American investments into Greenland? Sure, of course you can. We were looking for them. You haven't been here. So yeah, of course he can get that free. And he doesn't have to pay for it. Greenland is self-sufficient. They sell their strategic place on the globe to Denmark for 3.5 billion Danish kroners a year. That's a way of generating income that you shouldn't be sorry about that. We're very sad or sorry about the rhetoric used from the US administrations about acquiring Greenland. But we of course also see it as an opportunity to tell about our country and what we want. So I would say we could have done without the extra attention, but for many years we really have been the center of a lot of attention regarding our minerals anyway. When I was little, when we was on vacations and people asked where we came from, we were like, we come from Greenland, and they didn't know where it was. We tried to explain it, and like it's a big wide island, but they never knew which island it was. So now people know what we're talking about. There are living people in North America, some which have been independent from the United States sometimes, and now United States is one part of the places, and we know they're living not good. They have a hard time, everything is changing, so that's the one we can be afraid of, and hopefully it's not going to happen.
Fassen wir zusammen. Von der geografischen Lage bis zu den Bodenschätzen gibt es vieles, was Grönland begehrenswert macht und noch machen wird. Die Insel hat eine Zukunft irgendwo zwischen Märchen und Monstergeschichte. Was ein Kauf oder eine Eroberung der Insel Donald Trump ganz konkret bringen würde, das ist allerdings etwas schleierhaft. Zumal er die USA bei den Menschen hier gerade sehr unbeliebt gemacht hat. We have always made a living here, even though it's difficult. Just look out the window. All this has happened in spite of everything, in spite of being in the Arctic, with harsh climate conditions, with very reliant on the rest of the world, of megatrends in the rest of the world. Our industry, small as it is very dependent on international movements. But even in spite of this, I think we're a very resilient country and a very resilient people. And we take things as they come, and we don't panic. We just deal with things as they come. Ja, und wie sehen Sie das? Hätten Sie als Grönländer, als Grönländerin Angst um Ihre Heimat? Oder hätten Sie vielmehr Freude, dass sich nun alle für Sie interessieren? Schreiben Sie Ihre Meinung in einer E-Mail oder in den sozialen Medien. Das war's von #SFGoBau. Produziert und gefilmt wie immer von Christina Brun. Die nächste Folge gibt es am 3. Juli. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine märchenhaft gute Zeit.